Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Klemmbausteine hier mit mir, mit dem Cyril auf twitch.tv/brach.ch. Schön seid ihr wieder mal dabei diese Woche. Ich hoffe, ihr habt wunderbar in diese Woche auch gestartet. Ihr werdet wahrscheinlich schon auf Twitter gesehen haben oder auch heute in der Beschreibung, dass wir nicht an dem Projekt von letztes Mal werden weiterarbeiten, weil das Ganze ist nochmal zurückgerollt worden seitens Lego und darf noch gar nicht publik gemacht werden. Darum werdet ihr auch gar nichts mehr dazu finden. Zumindest nicht bis am 28. Dezember. Darum werden wir auch gar kein Wort darüber verlieren, sondern stützen uns direkt ins nächste kleine Projekt, wo leider den Weg zu uns nicht ganz unbeschadet überstanden hat. Oder da gar nicht viel Zeit verlieren. Wir sehen es oben schon. Aber wenn ich jetzt das nachher noch. Also, das geht schon fast wirklich auseinander. Wenn ich jetzt das noch umkehre. Liebe Leute. Ich weiß nicht, ob es Bosch war oder wer auch immer, aber please. Es ist Lego. Ich meine, innen dran geht wahrscheinlich nicht viel kaputt, aber für all die Sammler unter uns. Please don't. Ja, wir wagen uns heute ein bisschen in einen Weltraum, nicht allzu weit weg, nämlich nur auf Mond mit der NASA Apollo Saturn 5. Fast 2000 Teile, 1969, um ganz genau zu sein. Und hinten drauf, es ist wirklich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Sieht man auch noch die verschiedenen Stufen von der Rakete, wie sie sich immer mehr abkapseln. Und dann schlussendlich zur Landung ansetzt mit der Mondsonde. Und ja, bevor das komplett auseinandergeht, denke ich, machen wir es einfach mal auf und sehen mal raus, was wir drin haben. Es ist noch eins von den bisschen älteren Sets. Darum haben wir hier die Anleitung auch noch in Plastik verschweißt. Heute kommen sie ja mit Karton geliefert. Barracks, ja, das zählt jetzt als Kunst, absolut. Ich meine, es ist Kunst moderner Technik, natürlich kann man das so ein bisschen anschauen, oder? Aber ja, eben, wir dürfen nicht über das von letztem Mal reden. Das ist dort ist ein bisschen zurückgerudert worden, 28.12. dann offiziell. Dann sehen wir noch ein Video auch wieder online von dem Modell, das wir dort angeschaut haben letzte Woche. Noch ein bisschen Background-Infos zu der Apollo-Mission mit der Mondlandung. Bin dort noch gar nicht geboren gewesen, wenn mir das recht ist. Ja, noch gar nicht. Was haben wir da? Wann ist die 5. dann gegangen? Steht das hier? Also 1961, 25. Mai 1961 hat der John F. Kennedy das Apollo-Programm gelauncht. Insgesamt 11 Raumflüge hat es gegeben von verschiedenen Apollos. Und so weiter und so fort. Mit der Apollo 11 dann am 20. Juli 1969 ist die Mondlandung gewesen. Ja, eben, wie immer, Geschichte bei mir schon ein bisschen her, darum muss ich da öfters mal wieder ein bisschen schauen, wann das Ganze stattgefunden hat. Man sieht hier auch nochmal, wie das Ganze so ein bisschen auseinandergenommen wird, oder da die grossen Thrusters, die eigentlich nachher durch die Atmosphäre durchgehen. Und dann haben wir die verschiedenen Stages, die sich dann immer weiter abkapseln, bis am Schluss eigentlich ja nur noch für die Mondlandung da die Sonde ist, wo man hier oben auch noch mal ein bisschen sieht. So. Richtig oldschool. Bin schon gespannt, ob das SpaceX-Programm eigentlich mal noch klappt. Wie viele Raketen das sie noch aufballern und wie weit das Budget noch langt vom Musk, nicht wahr? Ja, auch sehr cool. Nochmal ein bisschen Story vom Weg, wann ist was passiert, wo ist was abgekapselt worden. Auch noch mit ein paar Bildern dann. Ja.
haben wir heute ja ein bisschen mehr Zugriff drauf mit der ganzen Technik, die wir haben. Gerade kürzlich, ja, ich glaube letzte Woche, die fast schon Nahaufnahme von der Sonnenatmosphäre. Sehr, sehr eindrücklich auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ein recht grosses Teil. Wir schauen mal, wie wir das hier in der Kamera festhalten können. Und starten doch mal mit Sacco Nummer 1. Ja, fantastisch. Mal für einmal ist das Eis auch ganz oben. Das freut mich. So. Also ich sehe schon und ihr wahrscheinlich auch, oder? Also das wird recht massiv. Recht gross. Mal schauen, hinten drauf sollte ja eigentlich etwas von der Nase stehen. Da. 1 Meter lang ist das Teil. 1 ganzer Meter. Also etwa so wie die Mausmatte da, wo man jetzt nicht in voller Größe sieht. Ah ja. Aber wir schaffen das schon. Ich kann dann ein bisschen rauszoomen, aber bis wir dort sind, vergeht noch ein Weile, darum keine Panik auf der Saturn 5. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass wir in einem anderen Projekt weiterfahren, aber ich kann wirklich leider überhaupt keinen Einfluss auf das nehmen. Darum ja, tut es mir einfach leid. Jetzt hast du gedacht, da ist ja noch ein Säckelchen. Schön bunt gemischt, das macht mir Freude. Ist euch eine Woche stark gewesen? Ich hoffe, niemand muss mit dem Velo noch zur Arbeit. Also, die das noch machen sollten, ich weiss nicht mal, ob ich da noch meinen Hut vorziehen soll, aber da klebst du fast fest. Bei diesen gefrierlichen Temperaturen draussen. Darum, ich sehe sich auch wirklich Hömmli und Pulli und alles an. Und es ist immer noch kalt. Also meine Finger sind immer noch relativ kühl. Aber wenn wir da bauen, tun wir natürlich ein bisschen aufwärmen. Ich habe die fetten Schuhe an, aber ich habe das Gefühl, es bringt überhaupt nichts. Ich habe noch nie eine Rakete gebaut. Ja. Ich habe nur Raketen abgeführt, jeweils am 1. August. Das war immer eine tolle Erfahrung. Aber es gibt ja auch da die Bausätze, wo dann wirklich einmal so ein bisschen abführen kannst. Und dann sollte er wieder mit einem Fallschirm landen. Ich glaube auch noch cool, wenn man das mal probieren kann und das hoffentlich richtig zusammengesetzt hat und nichts passiert und sie nicht in die Luft jettet. So wie bei Big Bang Theory. Barracks hat im Montagmorgen mit Stau auf der Autobahn verbracht. Ja, ich hatte zum Glück nicht raus müssen gestern, aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Ja, sobald es den ersten Schnee gibt, dann ist allgemeine Panik und man weiss nicht mehr, wie Auto fahren. Das ist leider schon ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, es hat sich heute ein bisschen beruhigt, ehrlich gesagt. Heute ins Geschäft hatte ich eigentlich nicht einmal Stau gehabt, was sonst üblich ist. Also ich kann mir nur vorstellen, dass entweder jetzt alle mit dem Velo arbeiten oder halt mit der ÖV und sich nicht mehr ins Auto trauen, keine Ahnung. Aber von dem her ist es eigentlich recht gut gegangen. Nur gestern hat die Arbeitskollegin noch ein Video geschickt, dort von dem brennenden Auto in Baden. Das war so schräg gewesen. Das ist jetzt schon das 2. diesen Monat.
Beim einen bin ich wirklich auch noch vorbeigefahren. Das war irgendwo bei Reiden. Also crazy. Das war schon voll ausbrennt. Natürlich hast du dann die ganzen Gaffer, oder? Wenn die alle schauen, was da so läuft und passiert. Du fährst schnell noch mit 60 auf der Autobahn. Toll. Ah, da fehlt ja noch das graue Teil. Ja, logisch. Das habe ich noch vergessen. So. Ah, ich habe es auf der falschen Seite angetan. Ei. Ich kann nicht einmal das erste Teil richtig angetan. So. Ich glaube, so Raketenwissenschaftler zu sein oder Wissenschaftlerin ist sicher mega interessant. Ich weiß so nicht, wie weit dass man in der Schweiz mit dem kommt, aber es gibt ja in der Schweiz recht viele Projekte, wo man sich daran beteiligen will. Und die Schweiz ist schon, was Innovation und Technik anbelangt, nicht wirklich ab vom Schuss. Klar, musst du mega viel studieren und ein richtiges Brain sein, wenn du dort reinkommst. Aber es ist, glaube ich, schon noch geil, oder? Wenn du dich tagtäglich ein bisschen damit auseinandersetzen wie kommen wir von unserem Planeten weg, wo wir versaut haben und könnten den nächsten versauen? Wichtige Frage. Was glaube ich dir, wird es mal wirklich sein, auf dem Mars Fuß zu fassen? Ich glaube, etwa 2-3 Wochen her, da hat wie heißt der Mars Rover? Vergiss jedes Mal, vergiss den Namen. Jedenfalls haben sie dort Bilder geliefert von so einem Stein, wo sie vermutet, dass so etwas wie Leben drinnen ist. Also natürlich nur in Form von irgendwelchen Bakterien und Bazillen, aber hey, immerhin. Natürlich haben wir es uns mal anders vorgestellt mit den ganzen Marswändli. Und wenn wir jetzt Warhammer 40k als Beispiel nehmen, wird die Menschheit irgendwann, wo das eben im 40.000. Jahr stattfindet, oder Jahrhundert, wird man das können terraformen. Und terraformen ist ja nichts anderes als den Planeten so neu zu schaffen, dass er kultivierbar ist, nutzbar und bewohnbar halt auch vor allem, oder? Und das drauf an, auf welcher Seite, das kommt auch nicht drauf an. Es muss einfach gegenüber sein. Yep. Das ist ja fantastisch, wie das heute geht. Also das macht mir richtig Freude. Heute ist ein grandioser Tag. Liebe Leute. Heute habe ich es voll im Griff. Das ist natürlich das ganze Zeug ein bisschen verdreht hier. Ach, ist das toll. Im schlimmsten Fall muss ich es nochmal neu bauen. Aber ich hoffe jetzt, dass es einfach hier angeht. Das wäre schon schön, wenn ich mich nicht nochmal bemühen müsste. Okay, wir merken uns nicht zu fest in die Seite drücken oder zumindest ein bisschen Druck von oben geben. So.
ist eigentlich der Hype immer noch um den Mars Rover. Ich glaube, das ist recht abgeflacht, weil ja, wir sind halt einfach so komische Menschen, dass wenn halt mal etwas gesehen hast und es länger nichts Neues gibt, dann wird es langweilig. Ja, irgendwann hast du einfach die Bilder gesehen von Stein und so Steinlandschaften. Ich habe gemeint, er hätte sich mal noch so ein bisschen ins Erdinnere bzw. ins Marsinnere reinbohren, aber um dort die unterirdischen Seen suchen, oder ist das mit dem Sonar gewesen vielleicht? Aber da ist ja auch nichts passiert. Ich habe da auch noch nichts gehört davon. Curiosity? Das ist nicht das, was ich meine. Aber Curiosity ist auch dort oben. Ich tue gerade mal schnell schauen. Perseverance. Genau, Perseverance. Finde ich irgendwie auch einen guten Namen. Perseverance heisst ja so, eben, mir fällt das deutsche Nomen natürlich auch nicht ein, aber weitermachen, auch wenn es nichts bringt, oder? Ich glaube, so kann man das ein bisschen umschreiben. Was ist mit der Musik da? Ist fertig? Okay. Gut. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Space! Ja, wahrscheinlich sind eben die Forscher sich auch ein bisschen dessen bewusst gewesen, dass es auf dem Mars vielleicht nicht gerade sofort zu weiss ich was für Entdeckungen kommt und haben darum den Namen gegeben. Maybe. Oder man bezeichnet Forschungen so, weil man halt einfach nicht aufgibt und will, Leben auf fremden Planeten finden. Ja, wenn wir das im eigenen Sonnensystem nicht schaffen, dann will wir halt das nächste, nicht wahr? Nach Alpha Centauri. Dort ist die Hoffnung groß, dass es bewohnbar ist, oder zumindest zu einem Teil. Aber ja. Entweder schicken wir Leute los, die wir nachher in den Kryoschlaf setzen, also wo eigentlich nur pennen den ganzen Flug durch und nicht wirklich Energie verbrauchen. Also nicht, sagen wir so, alle biologischen Funktionen auf ein Minimum runtergefahren sind. Oder man erfindet jetzt dann gleich noch ein Reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Es sind mittlerweile 3 verschiedene dort oben. Darum ist ja plötzlich da Curiosity. Ja, habe ich auch noch. Habe ich mal irgendwo auch aufgeschnappt gehabt. Aber ich habe so gedacht, hä? Aber jetzt ist doch. Perseverance ist doch da oben. Jetzt haben es 3 da oben. Hey. Da sehen wir wieder. Ich lese und los einfach viel zu wenig Nachrichten. Aber kannst ja auch nicht jeden Tag dir das geben, oder? Ich sollte mal mich ein bisschen mit meinem Google Assistant beschäftigen, sodass der mir News zusammenstellt, die mich auch interessieren. Habt ihr das nicht auch, oder? Dass News aber so negativ sind, dass ihr einfach keinen Bock habt auf das eigentlich. Die ganze Zeit. Ich meine, klar muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen und wissen, was los ist. Und die Leute, die dort damit beschäftigt sind, haben sich das natürlich auch nicht ausgesucht. Aber ja, wegen dem kann man sich in seinem eigenen Leben natürlich nicht immer abziehen. Würde es mich viel mehr interessieren, eben, was ist denn mit dem
Universum und mit unseren Forschungen und wo geht es hin und wann vor allem. Es ist auch vor einer kurzen Weile auf Netflix die neue Doku «Das Universum» rausgekommen, wo der Morgan Freeman Synchronsprecher ist. Das habe ich sehr cool gefunden. Also, dass er Synchronsprecher ist. Wir sind jetzt so gerade dran, die zu schauen. Das kann ich nicht drauf an. Und ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also extrem gute Animationen. Natürlich kann man nicht alles aufzeigen, aber darum hat man eben den PC noch zur Hilfe nehmen. Ich kann nicht alles filmen. Aber ich finde es extrem eindrücklich, oder wie eigentlich alles zusammenhängt. Und dann machen das so klischeehafte Sprüche wie ja, wir gehen zurück zu Sternenstaub oder so, wenn wir sterben. Machen dann wirklich auch wieder mehr Sinn. Eigentlich schon fast eine romantische Dokumentation. Barracks hat schon lange aufgegeben mit den News. Okay. Ja, du kannst ja nicht alles verfolgen, oder? Es ist so viel. Du wirst mit News einfach nochmal zugemüllt. Wie willst du eigentlich nochmal das rausfiltern, was dich momentan gerade interessiert? Ich meine, es gibt schon die Newsfeeds und so, aber so gut funktioniert die jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt. Ja, und du sprichst noch etwas weiteres an, genau, ja. Kontrolle von. Also Informationskontrolle von den Medien. Was erzählen sie einem wie, worauf das Gewicht legen, oder? Können sie vielleicht ein paar Wörter ersetzen oder verändern und das verändert dann auch den Inhalt. Und auf der Seite hat es mehr Werbung als sonst. Auch wahr. Es hat wirklich extrem viel Werbung auf diesen News-Seiten. Aber ich verstehe es auch, oder? Ich meine, heute hast du deine News eigentlich im Hosensack mit dem Handy und nicht immer nur in schriftlicher Form, sondern halt öfters auch. Oh. Öfters halt auch irgendwie als Podcast. Und je weniger Leute auf die Seite gehen, desto mehr müssen sie halt Geld machen mit Werbung, oder? Wow. Okay, also das Teil ist schon bereits so groß. Es geht richtig fix, Leute. Das letzte ist mir auch aufgefallen im Fernsehen. Also ich schaue ja relativ selten Fernsehen, aber meine Frau ein bisschen öfters. Und dann haben wir zusammen aber etwas auf Replay geschaut. Und jetzt kannst du die Werbung nicht mehr direkt überspringen im Replay. Also du kannst sie schon überspringen. Aber du musst dann mindestens einen Spot schauen, der mega lang ist. Plus noch so einen kleinen Spot. Und das kannst du natürlich umgehen. Wer hätte es gedacht? Indem noch so ein Ad-Free-Abo kaufst, das auch wieder kostet im Monat. Also ähnlich wie YouTube Premium, oder wo du musst zahlen, dass du keine Werbung hast.
Speedrun. Ja, es geht aber auch relativ leicht von der Hand. Und ich meine, da die Barrels, oder wie man es jetzt nennen, die Fässer, die sind jetzt wirklich noch schnell zusammengebaut. Und da sieht es natürlich so aus, als hätte ich mega viel gemacht. Rein vom Volumen her. Was ich auch schätze ist, es ist hier bereits schon vorgedruckt. Also das wird in unser USA so machen. Ja. Ich meine, dann musst du es nicht noch ankleben und das ist sicher, sieht sicher besser aus und weniger schief, wie wenn wir das würden machen. Oh. Hier kommt schwarz an. Okay. Mich übrigens nach langem Durchringen endlich dazu entschieden, auch mal Warhammer-Figuren zu kaufen. Völlig off-topic jetzt. Aber ja, es sind ja aktuell die Battle Force Boxen draussen. Für die nicht wissen, was Warhammer ist, das ist so ein Tabletop-Kriegsspiele, also ganz im klassischen Sinn eigentlich, wo man seine Figuren bemalt, auf den Tisch stellt und dann tut man gegeneinander halt Krieg führen. Oder? Warhammer ist so das Nonplusultra, das wo die grösste Community hat, die meisten spielen. Da gibt es ganz viele Fraktionen und so weiter und so fort. Und Battle Force Boxen kommen immer auf Weihnachten, die haben relativ viel drin für relativ wenig Geld. Gibt es übrigens auch bei uns auf brach.ch. Und ich kann mich endlich entscheiden, durchringen, mal endlich etwas bestellen in die Richtung. Und freue mich sehr, wenn ich es dann so in 20 Jahren endlich zusammengebaut und auch bemalt habe. Weil, so wie ich mich kenne, wird das eine Weile dauern, bis ich mich mal entschieden habe, wie soll es aussehen. Du kannst die eben selber bemalen. Ich meine, du kannst sie so bemalen, wie es offiziell wäre. Oder du kannst dein eigenes Color Scheme, also dein Farbschema erarbeiten und sie dann so bemalen. Wichtig ist einfach, dass alle gleich aussehen. Das gleiche Farbschema haben. Ja, und ich habe mir, für die das kennen, Adeptus Mechanicus, das sind, ich sage jetzt ganz böse, einfach mal so Weltraum-Cyborgs, also Menschen, die Maschinen als Gottheit, beziehungsweise ganz, wenn man es ganz genau nimmt, vor allem Wissen als göttliches Wesen anschauen. Und halt zum Ansammeln vom Wissen ganz viel von ihren Körperteilen, wenn möglich sogar fast alle bis aufs Hirn, durch Maschinen und mechanische Körperteile ersetzen. Ganz crazy. Und ja, die haben wir gezogen. Und dann noch Adeptas Sororitas, das sind so ein bisschen die Weltraumnonnen. Ja, also die sind ganz crazy, die kommen von der Kirche, vom Imperium und bringen dann eigentlich so die Läuterung zu den Feinden, oder? Und sind voll abgespaced. Die haben so riesige Raumschiffe aus dem Weltall, die dann mit Chörgesang und so die ganze Welt beschallen, während sie auf ihre Gegner niederstechen und so. Voll abgedreht. Die haben auch einen Panzer, das ist eigentlich eine fahrende Orgel und so Zeug. Also richtig crazy. Da habe ich gedacht, das ist noch witzig. Es ist auch die einzige Armee, die nur aus Frauen besteht. Habe ich auch noch cool gefunden. Ja, also zwei völlig verschiedene Fraktionen, die ich mir da gegönnt habe und dann mal zusammenbauen. Und es gibt bei uns in der Nähe so eine Spielgruppe, das tönt jetzt auch, treffen sich jemand und machen Battles und ich versuche mich dann dort mal noch anzuschliessen. Und
das vielleicht ein bisschen zu lernen, weil am Anfang kann es doch sehr, sehr komplex sein. Nico, grüß dich, herzlich willkommen. Wie hast du, wie geht's? Fleissig am Arbeiten, denke ich auch. Geduld jetzt beim Malen hättest du nicht. Also ich meine, grundsätzlich kannst du auch einfach nur alles ansprayen und gut ist. Aber ich finde, ja, wenn du beim Malen jetzt nicht so toll findest, ist natürlich schon ein Teil vom Hobby dann nicht so cool. Man kann auch Bemalte kaufen, aber dort liegt es dann an dem da. Weil es kostet eigentlich schon ziemlich viel, wenn du das ernsthaft verfolgen zumindest. Aber so für den Einstieg sind die Battle Force Boxen eigentlich ganz gut. Ja, und vielleicht kann ich am Wochenende noch meinen besten Kollegen überzeugen. Der hat zwar wie immer extrem wenig Zeit, aber vielleicht langt es ja mal, dass er auch noch sich eine Armee kauft oder kann dann noch mit meiner zweiten spielen. Also an einem Sonntag sich treffen und ein bisschen einander den Grind einschlagen. Was gibt es Schöneres, oder? Hey, ich nehme immer die weißen. Also die beschrifteten. So. Ich darf das jetzt 4-mal bauen, weil es ist ja rund. So, 2-mal. Nico, wie geht's mit der Fantasy Basel voran? Haben wir konkrete Pläne schon? Also wir sind dort. Übrigens. Nächstes Jahr auch wieder. Aber wir sind noch gerade am Ausarbeiten, was wir für Schabernack mit euch treiben. Bist am Überzeugungsarbeit leisten? Ah, sehr schön. Also wenn, dann müssen sie jetzt reagieren, weil eben, die sind jetzt auf vielen, vielen Orten ausverkauft. Ich habe meine letzte Woche aufgemacht und ja, bin erfreut gewesen. Sind für mich persönlich coole Karten drin gewesen. Was ich mich daran gewöhnen musste, weil ich halt eher von Magic herkomme, ist, dass pro Set nicht viele verschiedene Karten hat. Das heisst, man zieht öfters bei den Common- und Uncommon-Karten zumindest, also die häufiger vorkommen, die gleichen. Und dann wirklich mehrfach. Und das habe ich halt nicht gekannt von Magic, oder erst pro Set etwa 250 verschiedene Karten. Dort ist das schon ein bisschen anders. Da ist ein bisschen mehr Abwechslung. Dafür sind die Rare, Super Rare und Secret Rare Karten schon ein rechter Kracher. Mega schönes Texture Foil zum Teil drauf, schönes Art. Zum Teil auch mit so Ausschnitten aus dem Manga. Die sind natürlich per se schon sehr witzig auch. Und ja, ein paar gute Karten gezogen. Für mich. Wenn er jetzt aber natürlich irgendwie mit dem handeln, dann bitte noch nicht, weil der Markt hat sich auch noch überhaupt nicht etabliert. Der Wert von diesen ganzen Karten ist noch völlig unklar. Also wenn er es jetzt verkauft, dann verjubelt er es. Aber eben, kauft es, wenn möglich, zum Sammeln, weil er es geil findet oder weil er damit spielen. Aber als Wertanlage nehmen wir das halt den Leuten weg, quasi, die wirklich das wollen, weil es One Piece ist und wie sie es toll finden. Steffi, ob ich nächste Woche nicht mehr streame? Wieso? Nächste Woche ist der 20. Wieso nicht? Die Karte, die ich am coolsten finde, die ich gezogen habe, ist der Shanks. Einfach mega cooles, schönes Texture Foil. Schaut relativ ernst, ist so aus den ersten paar Mangas, glaube ich. Echt?
Ist das? Nein, ich glaube, es ist die Szene von Impel Down. Ohne den Hut natürlich, das hat er ja schon am Anfang abgegeben. Nicht die Manga-Version davon, die gibt es auch. Die scheint es noch ein mehr gesucht. Aber ich finde die eigentlich noch geiler, die ich jetzt da gezogen habe. Ja, und dann hast du natürlich ein paar Nostalgie-Flashs, vor allem bei den Sachen, die ein bisschen älter sind, wie die neueren Sachen kenne ich leider wirklich nicht alle. Da habe ich nebenzu wieder Chefin fragen, du, woher kommt das? Was ist mit dem? Was mache ich mit dem? Aber es hat unten bei der Karte steht eigentlich immer, aus welchem Arc die Figur kommt. Finde ich auch cool. Netter Fanservice auf jeden Fall. Mahlzeit, Physik, nice. Willkommen. Nico hat reingeredet. Nein, also ich streame nächste Woche. Oder wie kommst du darauf, dass ich nicht streame? Machen alle Ferien oder was? Also ich habe keine Ferien. Kenne ich gar nicht. Was ist das? Never heard. Ja, hier nicht. Der Turm da ist im Weg. Ich sehe gar nichts. What? Ich habe dir das geschrieben? Hä? Nein. Ich habe doch wegen der Schattenseite vom Mond geschrieben. What? Erzähl hier keine Räuberpistole, Steffi. Also Steffi ist ja gerade im Raum Physik, kannst du es ja gerade selber sagen. Ich hätte es wahrscheinlich schon gesehen. So, jetzt dürfen wir das Ganze noch irgendwie machen. Wie kommt denn das? Ganz unten. Ach, darum ich fast nicht, das da festzudrücken, wenn vorher alles auseinandergeht ist. Yeah! Das ist ein richtig fettes Teil, Leute, ich sag's euch. Das ist ja voll geil. So. Schauen, dass das da alles hebt. Yes! Ah, da muss ich noch ein drücken. So. Sieht schon mal richtig fett aus. Oh yeah. So, Pack Nummer 3. Krieg Geld hier am Schnürli. Aha! Ah, mit dem letzten habe ich aber letzte Woche gemeint. Hätte man noch müssen spezifizieren vielleicht, hä? Anders interpretieren, also der letzte, der vergangene, ja. Weil man den halt nicht mehr findet. Also der Klemmbaustein-Stream von letzter Woche werdet ihr nicht finden. Der liegt auf der Schattenseite vom Mond. Das habe ich damit gemeint, Steffi. Polymechanical, guten Morgen. Schön bist du dabei. Das ist gut soweit. Sing-Stream, ja genau. Vor allem mit der PlayStation 2. Sing. Damit es richtig schief und schräg tönt. Genau das machen wir. Finde ich eine sehr gute Idee. Ich muss da noch jetzt anders anfangen.
Steht bei dir die Heime schon? Wow! Also ich muss auch sagen, es macht mir extrem viel Spaß bis jetzt. Es hat da natürlich schon wieder die repetitiven Teile drin gehabt, mit, ja, weil so musst so 4-mal machen da mit USA und das wird da oben noch mal kommen. Aber es ist gar nicht so schlimm, es geht recht schnell und du siehst es mega schnell wachsen. Das ist sehr motivierend zum Zusammenbauen. Es sind einfach fette grosse Teile. Was ist jetzt da? Polymechanical, hast du noch ein Light My Brick Set von dem auch noch? Ich würde auch mal noch so eins dran machen dann. Nicht gerade im gleichen Stream vielleicht. Ich könnte das auch off-Stream machen und ich zeige es euch dann einfach. Aber es gibt gewisse Sets, die profitieren schon noch recht von diesen Light My Bricks. Das Gefühl. Mal schauen, wie lange es geht, bis Lego mit ihren eigenen kommt. Ja, so Spassnerven. Hallo, Steffi macht dich das gern. Wenn du gewonnen hast, dann muss ich auch fix den richtigen Steam-Key an. Hallo? Goat Simulator. Das ist auch so ein Game, das ist nur mal lustig mit Kollegen. Und Kolleginnen natürlich. Ich habe den ersten Teil mal runtergeladen und gespielt, aber alleine ist es einfach schon nicht so witzig. Ich glaube, der hat auch über Mods oder so hat er noch Multiplayer gehabt. Ja, ist aber halt nicht so geil gewesen. Also es sind fast 2000 Teile, wie gesagt, aber wir rasen da jetzt wirklich durch. God Simulator 3 hat eine coole Collectors Edition. Warum? Kommst du Geist damit über, oder wie? Das wäre eigentlich noch cool, oder? So eine Patronage, ist das eine Bürgschaft? Nein, das ist nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Für das man quasi Patenonkel ist von einer Geiss irgendwo in Timbuktu. Ein Plüschgeiss, tatsächlich. Okay. Ich hoffe, die hat ganz eine lange Zunge. Oh nein, ihr Schweinchen, nicht wegen dem, was ihr denkt. Sondern einfach, weil sie in Goat Simulator alles anleckt. Hat sie auch, geil. Warte mal, ich muss das geschwind googlen. Ich muss das auch sehen. Also, Goat Simulator 3 Collector's Edition. Show me! Tatsächlich. Einfach die lange Zunge, love it. Ah, und noch mit dem Häusli. Es kommt zu einem Geissenhäusli mit. Okay, witzig. Das ist schon abgedreht. Also, wer auch immer auf das Game gekommen ist. Hey, keine Fremdwerbung hier, bitte. Sonst gibt's einen Banhammer.
Aber ja, wir führen sie nicht, darum weiß ich nicht. Aber Steffi und Nico sind im Gaming-Team, kannst du ihnen sagen. Also Collectors Editions sind irgendwie auch weird. Also früher habe ich extrem viel gesammelt. Aber viele sind auch einfach nur Müll. Also Hauptsache man hat eine draussen, völlig überteuert und es kommt noch in einem Steelbook-Case und kostet dann 20 Stutz mehr und das war's. Ich sehe schon gar nicht, was ich da baue. Und da sehe ich den Chat nicht. So. Mit die Kamera rein. Wie ihr es gerne habt. Leute von dort, willkommen und guten Mittag. Schön bist du hier. Wieder da, hat sich erledigt. Oh nein, was? Der Klassiker. Have you tried turning it off and on again? Haben sie es schon mal neu gestartet? Nein, hilft das denn? Einfach spontanen Einfall. Ja, aber letztens war, glaube ich, bei uns der Router auch langsam recht am Arsch gewesen. Meine Frau hat sie die ganze Zeit aus dem WLAN rausgerührt. Warum weiß niemand? Mich nämlich nicht. Und dann, ja, was machst du? Neu starten. Bang. Funktioniert wieder. Wow! Der Leute ist am Support da, der irgendwie 250 Stutz kostet auf die Stunde. Weil dein PC nicht startet und dann stellt sich heraus, dass er einfach den fucking Netzstecker nicht drin hat. Ist ja mega peinlich. Ich glaube, die Rechnung hat er nur sehr ungern gezahlt. Ah, ist das dumm, ey. Ja. Ich war letztens bei den Eltern daheim und meine Mutter auch. Hey, mein PC startet nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, also, sie braucht noch mal für das Internet einfach Nachrichten lesen oder etwas. Also nichts herausfordernd. Es hat, glaube ich, auch keine Grafikkarte drin, außer den internen. Und ich dachte, ja gut, dann Netzteil vielleicht, oder? Und hinten das Kontrolllämpchen hat tatsächlich nicht geleuchtet. Was irgendwie schräg war, da haben sie schon aufgemacht, hat denen aber nichts verschmutzt ausgesehen. Und hat Steckliste hat Strom, aber maybe der Stecker am Arsch. Stecker gewechselt, zack, funktioniert wieder. Hat es einfach irgendwie in der Steckliste der eine Stecker hat es brutzelt gehabt. Warum weiß niemand. Aber es ist so. Geschieht nichts Schlimmes. Hey! Bleib da! Ich hätte doch Gesellschaft wollen.
Ah, so zu arm, wenn... Ja... Einfach um Support anläutest, damit irgendjemand mit dir redet. Ah, das ist bitter. Aber ja, vielleicht gibt es so Leute. Aber ich meine, dann Leute ist gescheiter die angebotene Hand an, oder? Ausser du willst ein bisschen abnerden mit den ganzen ITler, Servicetechniker. Weil vielleicht das cool findest und dass die angebotene Hand nicht bieten kann. Ich glaube, also aufstellen wäre eigentlich mega cool irgendwo hinten auf dem Regal oben. Weil ich weiss nicht, liegend braucht es wahrscheinlich zu viel Platz. Ich glaube aber, es gibt so Halterungen, wo man sie dann kann so reinlegen kann. Aber eben, ich glaube, die braucht dann viel zu viel Platz. Physik, hast du angelegt oder hast du aufgestellt? Oder ist das wichtig, ob man sie anstellt oder leitet oder was? Hey Mann, es ist noch nicht einmal einen halben Meter. Das wird ja humongous. Das eigene Englisch geht mir langsam auf den Senkel, ey. Das ist wirklich schlimm. Ich kann nicht mal mehr normal Deutsch reden. Wie macht das die heutige Jugend? Die redet ja nur noch Englisch und nur noch mit Abkürzungen. Ah, ja, er hat wahrscheinlich Freundschaft. Nein, ich glaube, er hat die Frage gemeint, ob du es anlegst oder aufstellst, weißt du? Hat er mich gefragt. Aber ich frage dich, hast du angelegt oder hast du aufgestellt? Weil, wie gesagt, es sollte ja, glaube ich, eben noch so eine Halterung dabei haben, wo sie auch könntest legen oder drin hineinhängen. Vielleicht hast du sie an die Wand angeknackelt. So 20 cm Schrauben. Oder whatever. Heißt gerade bam, bam, bam. Es ist ja schon 12 Uhr. Ich wünsche mal allen einen guten. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Mittag bei euch. Auf mich wartet dann ein Schnitzel XL mit Pommes. Wobei Pommes, die werden wahrscheinlich so richtig schön aufgeweicht sein, so richtig schön fludrig. Schon fast schon Herdäpfelstockmässig. Aber so haben sie ja die Leute von der Gastro gern, oder? Haufen kommt als Haufen, Freunde. Ah! Da ist Geldgeilheit ist da. Aber ja, hey, ich meine, die Kunden musst du ja im Zweifelsfall nicht mehr sehen, oder? Gebt Geld, merci an dich. Money rules. Oh yeah. So eine Ladung schon zum Mittag. Ja, wenn dann zum Mittag? Sicher nicht zum Nacht. Also zur Nacht eher weniger bei mir. Es sollte ja nicht so schwer essen am Abend, oder? Hat euch das eures Mami nicht gesagt? Freunde gegen einen geilen Jaguar eintauscht. What? Also, du bist zwischen der Entscheidung gestanden, nimm mir einen neuen Jaguar oder behalte ich meine Freunde? Da würde ich gerne mal wissen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und nein, habe ich definitiv noch nie eingetauscht. Never happened.
27. Und kommt immer noch darauf an, welche Jaguar. Mit den alten kannst du mich nicht mehr holen. Die neuen sind cool, ja. Fahren zum Glück auch nicht mehr so viel auf der Straße wie nur am Anfang. Aha, es braucht Geld. Das ist der Witz. Ah! Damit du den Jaguar kannst leisten, darfst du keine Freunde haben, sondern Kunden. Du musst mehr Kunden haben. Okay, ja, makes sense. Auf das wäre ich jetzt gerade nicht gekommen. Die harte Wahrheit. Aha, wegen Blatt machen meinst du so für den Mittag? Ja, das stimmt schon, ja. Ich habe das am Mittag gar nicht einmal so schlimm, dass ich ihn überhaupt nicht mag. So, jetzt muss ich schauen, wie ich das mache. Das kommt nicht beim Blauen, sondern hier. Oh, nein. Also wir schließen jetzt gerade da mal die eine Seite hier. Kannst du es mal probieren. Aber dann wirst du angeklagt wegen Menschenhandel. Ja, nur wenn die jemand verwünscht. Wer wird nicht automatisch angeklagt? Ataraxi, let's go! Hey! Schönen Mittag an dir. Raumschiff am Brennen, ja sicher, hallo? Ab geht's! Genauso am Brennen wie die Verpackung. Was die noch nicht gesehen haben. Also. Eben. Also. Schlimm! Oh mein Gott, es geht alles unten raus. Ja. Leider kommt nicht alles so an, wie man sich das wünscht. Aber hey, da kommt es nicht drauf an. Zum Glück ist das Päckchen nicht zu euch gegangen. Oh nein, es ist nicht der Päckchen-Lieferant, den wir verwenden. Also macht euch keine Sorgen. Ich weiß schon, dass es ein Witz ist für sie. Sicher nicht. Also falls es nachher bei dir an der Tür läutet, dann mach einfach nicht auf, okay? Oh. Damn it. Das Stiftchen vergessen. So. Und das auch zweimal. War ja klar. Der Troy ist... Ah, da ist ja der Troy. Der Troy hat sich selber auch schon länger nicht mehr gesehen. Jetzt interpretieren, wie man will. Kannst du dich nicht mehr anschauen, Troy?
Hast du wieder deine Dinos misshandelt? Ist PETA hinter dir her? Würde PETA Dinos verteidigen? Wichtige Frage. Grüezi Troy. Ist in ihrer Höhle. Ganz viel Lachs hat er sich eingedeckt. Hat noch sein braunes Fell abgelenkt und liegt jetzt irgendwo in einer Höhle im Ecke. Hä? Ah, da, ich weiss in der Hand, da noch eins. So im Stil von Anzeige ist draußen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber. Darfst du interpretieren, wie du willst. Nein, sicher nicht. Hallo? Die paar Viewer, die wir hier haben, die müssen wir denken, zu denen müssen wir eigentlich schauen. Hallo? Die müssen wir doch nicht noch anzeigen, nur weil sie Menschenhandel betreiben. Also, sorry. Ah, shit, das kommt noch eins weiter rauf. Damn it. Dann muss ich die anderen noch mal auseinandernehmen. Nein! Ah! Wenn ich das drehen lasse, ist das recht mühsam, um das da anzutun. Was die jetzt erst ausrichten da drinnen. Ah, jetzt habe ich gerade so Bock auf Interstellar. Interstellar! Schon ein Weile nicht mehr geschaut. Sehr ein guter Film. Also mir geht's gut, für die anderen kann ich nicht reden. Oh, Scheiße, wo ist denn das gesehen? Hä? So. Ausrichten. Okay, next. Voilà. So, weit sind wir bis jetzt schon. Ich freue mich auf die Düsen hinten dran. Ah, gut. So gut. Der einzige Ort, wo man herkommt in der Ferien als Prakt-CH-Mitarbeiter ist der Stream. Richtig, Nico. Richtig. Genau so. Ah, Polly, ja, sorry. Da die grusigen Wörter da ins Maul nimmst. Wenigstens hast du deine Sterne gesetzt. Merci vielmals. Der Troy wird härter durchgreifen, seht ihr?
Ich bin hier der Nice Guy. Ich bin der Good Cop. Ob ich das heute fertig mache, hast du echt so viel Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten? Nein, definitiv nicht. Nein, das machen wir nicht fertig. Also, es geht bis 12 und jetzt sind wir am 4. Sack dran, also eher weniger. Ja, ein kleines Moment wird es schon noch gehen. Aber eben von dem her eigentlich ein mega cooles Set, weil so schnell fühlst du dich und hast das Gefühl, wie es einfach so schnell wächst und zunimmt. Jetzt muss ich es schon ablecken, sonst sehen die dann wirklich nicht mehr. Oh, nein. Falscher Teil drauf da. In der Nägel. Am Anfang habe ich das orange Teil so belächelt, aber es hilft wirklich. Es hilft wirklich viel. Ein Ochsenschwanzsuppe, boah. Ah. Ein guter. Ich habe das ein einziges Mal gegessen und er ist schon schlecht geworden. Wahrscheinlich eben wegen dem kann ich das einfach. Ich habe das nicht mehr gesehen. Hey. Es ist alles schwarz und weiß. Wo ist es? Da. Vielleicht wäre es ja gut, aber ich traue mich einfach seither nicht mehr an die Suppe an. Wobei, das habe ich auch lange von Koriander gedacht. Damals in der Ferien war, als ich noch klein war mit der Mutter, sind wir Gran Canaria oder? Nein, es war glaube ich Zypern. Und da hat es auf allem Zeug Koriander drauf gehabt. Und mir war einmal schon nicht so gut gewesen. Und dann super Idee. Ich habe Lust auf Tomatensuppe, da hat dann ein Koriander drin. Ja, und dann hat es mich dann ziemlich verbessert. Natürlich wegen der sauren Tomatensuppe, ist schon klar, aber im Kopf hat sich einfach so manifestiert, dass Koriander halt nichts ist. Mittlerweile habe ich es zwar wieder gerne. Nice, gibt es da noch Details auf der Seite. Ist das eine Suppe, wo der Ochs sein bestes Stück drin hat? Ja. Legitime Frage, finde ich, vom Nico. Ist er eine Antwort würdig? Aber es ist der Anderschwanz. Okay, haben wir schon geklärt. Ja?
Enttäuschend. Habe ich mir irgendwie auch noch nie überlegt. Tut man bei einer Ochsenschwanzsuppe den Schwanz reinlegen und ziehen lassen? Gute Frage, absolut. Wahrscheinlich ja schon, oder? Das ist irgendwie auch grusig, oder? Ich meine, mit dem hat er die ganze Zeit hinten rumgewedelt und so. Wie ist auf die Idee gekommen? Also, ich glaube, man darf nicht zu lange darüber nachdenken. Sonst ist der Polymechanical heute noch etwas anderes. Man schnetzelt den, glaube ich. Mhm. Das klingt irgendwie nach so etwas Französischem. Die haben so komische Ideen. Ah! Gerade noch können verfolgen, wo es hingeht. Ochsenschwanzsuppe muss in Deutschland kein Ochsenschwanz beinhalten. Okay. Ah, ist ein spezifiziertes Risikomaterial. Wegen BSE. Okay. Ja, macht Sinn. Was hat es jetzt drinnen? Nur noch E371 und Aroma. Ochsenschwanz Aroma. Früher hat man schon alles gegessen, das stimmt. Also, Nose to Tail ist ja auch wieder recht Mode seit ein paar Jahren. Findet aber in der Schweiz leider keinen Durchbruch. Wir sind eine viele Gesellschaft. Das ist schwierig, eine ganze Gesellschaft zu verändern. Aber ich kann auch im Tessin haben wir mal. Ich meinte, das hat Ossobacho geheißen, nicht Ossobuco. Und das war wirklich Nose Tail von einem Schwein. Da hat alte Nonna in ihrem grossen Eisenkessel dort wirklich eine halbe Soße reingerührt und das Ganze weich gekocht. Und dann habe ich auch mal ein bisschen probiert mit Schnörli-Zeug und so und Schwänzli. Und das Schwänzli säuelt so etwas von übermäßig krass. Also da ist unser Gaumen sich, glaube ich, einfach auch nicht mehr gewöhnt. Das ist richtig grusig gewesen, hey. So, 4-mal der Keib, jawohl.
Eingelegte Schweinefüße. Ja, aber das ist sicher irgendwie auch ein bisschen mit der Angst vor Maul- und Klauenseuche vielleicht im Zusammenhang. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das niemand mehr würde kaufen. Du, wahrscheinlich müssen wir mal schauen, wie sich das Hunde- und Katzenfutter verändert hat. Das hat die Qualität sicher rapide zugenommen. Die kommen jetzt das ganze Zeug über, oder? Für die ist seit 20 Jahren wahrscheinlich jeden Tag Weihnachten. Zu viel Schweinefleisch ist ungesund. Mhm. Ja, es sind ja alles Fresser, kommt extrem darauf an, was sie bekommen, was man ihnen verfüttert. Ich finde, das schmeckt man auch recht gut raus, wenn es so extrem schweinelt und so. Ist zumindest mein Gedanke, dass es dann nicht so wirklich. Ich habe gemeint, da ist irgendetwas los. Dass es dann nicht so gutes Essen bekommen hat. Oder ausgewogen oder whatever. Ja, aber ich meine, heute ist ja eh vieles überzüchtet, oder? Wobei man auch noch muss unterscheiden zwischen Überzüchten in der Schweiz und in Amerika. Also, wenn du dort die Fleischauslagen anschaust in Amerika, also das ist einfach nur pervers, oder? Und alles so riesig und also es ist ja nicht richtig kühl zum Teil und so richtig viel Saft drin und wirklich grusig, hey, also richtig schrecklich. Also Fettanteil, ja, also gut. Meine Fett braucht man schon auch nicht über den tierischen, aber ja, wenn du achten natürlich, dann nimmst du am besten nur Filet und Poulet, ja. Aber die Zeiten, wo ich zum Mittag meine 2 Brust gefressen habe, die sind schon ein bisschen vorbei. Ja, die Grosseltern haben sicher noch alles gemacht, ja, das glaube ich dir aufs Wort. Also die Großmutter von meiner Frau, die hat auch erzählt, die haben noch amix so Soldaten aufgenommen gehabt. Und die haben auch noch die Rationsplakette bekommen, die du hast müssen abgeben, dass du dann deinen Anteil an Essen bekommen hast. Und dann hast du halt aber müssen schauen, was du isst und alles verwerten, oder? Weil ja, du hast halt einfach nicht die Möglichkeiten gehabt, da noch die Hälfte liegen zu lassen und vergammeln zu lassen und zu sagen, ja, das finde ich jetzt nicht so fein, ich will nur ein Filet. Dem erleben wir heute schon sehr dekadent. Ja. Darum ist es für den Metzger wahrscheinlich auch relativ schwierig geworden und ist das auch nicht mehr so ein attraktiver Beruf. Also einerseits gehen nicht mehr viele Leute zum Metzger. Es kostet auch mehr, vor allem weil er halt, ja, der Aufwand grösser ist, um die Teile gescheit zu verwerten, die er eben nicht verkaufen kann, weil es niemand mehr will. Dass es so tönt, das kommt als Und. He? Mein Hirn hat sich für heute verabschiedet. Ja, früher ist es so
So ein Tierschlachter, das war schon etwas Spezielles gewesen, ja. Weil man hat ja eh nicht viel gehabt und so, also die Grossbauern, das ist eher eine moderne Entwicklung. Wenn du 300-400 Tiere hast auf dem Hof. Also ich bin auch mehrheitlich in einem Dorf aufgewachsen mit, heute hat es wahrscheinlich etwa 5000 Einwohner. Das ist ein bisschen grösser geworden, aber damals sind es bis über 2,5 oder so gewesen. Da hat es aber schon 2 Grossbauern gehabt und der eine war gerade oben an uns gewesen. Der hat gut etwa 300 Tiere gehabt und überall Flächen und hat dann nachher auch noch, weil er so viele Maschinen gehabt hat, die Landflächen von den anderen Bauern bestellt. Und die haben 5 Traktoren gehabt und was weiß ich noch, alles an Maschinerie dort oben rumstehen. Also das ist echt krank. Und die ganze Familie natürlich mitgeholfen gehabt und dann den ganzen Tag auf und ab. Und sie wieder vorbeigeblochen sind. Da hat unser Nachbar auch immer sehr viel Freude gehabt, weil er hat sehr viel Wert auf sein Auto gelegt. Und wenn natürlich da Traktoren auf und ab gefahren sind, dann ist das wie so richtig zugesaut gewesen. Also der hat öfters in der Woche hat er sein Auto gewaschen, bis er sich dann einmal planen, also nicht nur mal planen, sondern so ein Zelt hat er sich zugetan gehabt. Und das Auto reingestellt hat. Oh shit, ich habe in der Mitte die falschen Teile an da. Sagen die mir nichts. Ich habe einfach keinen Verlass auf euch. Immer muss ich alles alleine machen hier. Hey Bionic! Yes, prima! Und selber auch. Hast du jetzt Mittag gehabt? Ich bin langsam richtig hungrig, weil wir die ganze Zeit von Essen reden hier. Das ist schlimm. Okay, jetzt muss ich schauen, wie das da ankommt. So, und hier irgendwie so. Und das sieht. Das ist aber irgendwie schräg. Was ist so schräg gewesen? Wieso ist es nicht perfekt? Ui, Jesus Christ. Ja, Kleinbauern, 3-4 Kühe und ein paar Geissen kannst du vergessen, ja. Für das gibt es ja extra Energie, glaube ich. Und die Bergbauernvereinigung und so, die Gelder, also Staatsgelder bekommen. Das ist ja immer ein Thema, dass man die nicht vergisst. Sind halt auch wichtig, irgendwo durch. Du musst nicht nur Grossbauern unterstützen. Das wäre genauso, wie wenn man nur bei uns Grosskonzerne unterstützen würde. Das Bild ist schon fertig. Nein, das Bild ist noch nicht fertig. Wir dürfen dann nicht über das Bild reden.
Es gibt kein Bild. Am 28.12. dann. Lego hat auch ein bisschen zurückgerudert und es kommt später. Also wir dürfen es erst später präsentieren. Das ist leider am gleichen Tag passiert, wo wir gestreamt haben. Darum findest du den Stream nicht mehr. Und es ist ja nicht mehr auf YouTube. Also auf YouTube ist es glaube ich nie gewesen. Ja. Schnauze treu. Ruhe! Oh, ich hätte die können sein lassen. Ach, ist ja gleich. Jetzt machen wir es halt noch. Das Bild ist eine Lüge. Es gibt kein Bild. Welches Bild? Sind wir da im Louvre oder was? Brack hat auch andere Klemmbausteine, ja. Kobi, Kada, Wange, Brixis, Nanoblocks. Ich glaube, das sind gerade etwa die. Und natürlich sind wir auch immer dran, noch wieder neue aufzunehmen. Kann ich jetzt aber noch gerade nicht sagen, wer das wird sein. Ist auch Top Secret. Ist alles Top Secret. NDA Disclosure und alles hinten und vorne. CIA noch dahinter und das FBI oben drauf. Alles könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wilde Sache. Bionis, hast du das Game fertig gezockt? Das lügt doch nicht. Niemand spielt Games fertig. Die liegen immer in der Steam-Bibliothek und gammeln vor sich an mit 76% Vervollständigung. Maximal. In der Regel eher 12%. Alles nur Räuberpistolen hier heute. Nein. Ja. Ich habe gestern wieder meine Steam-Bibliothek angeschaut. Weil ein Kollege gesagt hat, was er alles noch nicht fertig gezockt hat und eigentlich noch will. Und mir wieder ein anderes Game hat antreiben. Einfach momentan keine Zeit haben für noch mehr Games. Kannst du die anderen nicht fertig gezockt? Was soll ich noch? Das geht doch nicht. Ich bin schon stolz, dass ich jetzt so lange am Stück schon Guild Wars 2 zocke. Und Valheim haben wir jetzt noch wieder einen Server gestartet. Jetzt ist ja am 6. ist Mistlands rausgekommen. Aber wir haben von vorne angefangen, darum habe ich Mistlands noch nicht gesehen, leider. Leider nicht. So, schließen wir das hier jetzt da. Wir sind Games so schwer gewesen. Stimmt, ja. Kann ich eigentlich fast schon bestätigen. Also wir gehen jetzt noch gerade zum Beispiel Heart of Darkness durch den Kopf. Warum auch immer.
eigentlich ein Kindergame. Das Action-Adventure. Ja, eben kein Adventure, sondern ein Action-Adventure. Ja, Mama, stimmt schon. Und das ist mit der Zeit recht knifflig geworden, ja. Für eigentlich ein Kinderspiel. Ja, wenn nur schon denkst, Super Mario Land, also wer von euch hat das im ersten Durchlauf gerade geschafft? Schon schön, wie es Form annimmt, hä? Ah, das ist richtig genug. Ist das? Vertrag mit Lego, okay. Das ist ja schon fast. Das ist ja schon fast frech. Also da nimmt es mir ein Wunder, was die für einen Benefit haben, wenn sie sagen, wir nehmen sonst nichts auf. So, jetzt machen wir die Düse noch, die wollte ich auf jeden Fall noch machen. 37 ist schon weg. Dann schaffen wir das. Startet ihr jetzt zum 20. Mal mit Valheim. Machst du im Stream, Troy? Hast zwar schon bei Satisfactory nicht geschafft, aber ich weiß trotzdem gern, was läuft. Einmal Stream schmoren, dann kann man das noch anteasern. Oder ist es gerade Valheim? Die nächsten 3 Wochen nicht. Ah, du bist wirklich hardcore in der Ferien. Schon ein bisschen frech, nicht? Was machen die Leute jetzt alle? Mit diesem Mittwochnachmittag? Da haben wir das Zeug dahinter. Ich finde eh nichts. Das. Polymechanical hat noch gesagt, Metal Gear Solid, Resident Evil ist schwierig gewesen, ja. Also Resident Evil und was ist noch? Alone in the Dark und Silent Hill und Project Zero und all das Zeug habe ich schwierig gefunden. Weil als Kind bist du noch nicht so abgehärtet gegen das Zeug. Und es hat für mich zumindest mega viel Überwindung gebraucht, dort mehrere Schritte zu machen. Also, das habe ich schon noch heftig gefunden. Ist das bei euch nicht so gewesen, dass ihr ein bisschen Schiss habt? Also ich habe selbst, als ich irgendwie 14 oder so war, wo das erste Dead Space rausgekommen ist, haben wir noch in die Hose gemacht. Team vom Chef von Troy. Natürlich. Troys.chef@brack.ch wäre das. Drei Wochen Ferien finde ich schon echt eine Frechheit, ja. Japan Games, ja, die haben wirklich so ein bisschen das Souls-like schon fast erfunden, kann man sagen. Diesen immensen Schwierigkeitsgraden. Nur schon an die Rätsel denkst du bei Resident Evil.
wenn du das Teil nicht gehabt hast, hast du ja nicht gewusst, wo suchen, oder? Und dann hast du noch die Maps gehabt, wo aber auch nicht rausgekommen bist, wo du hin musst und was jetzt genau wo angehört. Und manchmal war es so unlogisch gewesen, welches Teil jetzt wo ankommt. Ein schönes Säckchen von Bionic. Merci, bist du da gewesen. Und noch eine ganz tolle Woche in dem Fall. Im Gegensatz zum Troy bin ich nächste Woche wieder rum. Ich sag's ja nur. Für mich gibt's keine Ferien. Wow, über 132 Stunden. Das ist echt, das ist eine Nummer, du. Ilgrin, willkommen. Ja, heute haben wir ein bisschen basteln, genau. Ein bisschen kleine Bausteine, ein bisschen Lego. Leider nicht das Projekt von letzter Woche, aber das Projekt existiert ja gar nicht. Niemand hat irgendetwas gesagt. Wird jetzt richtig. Witzig, da hat es gesehen, man fast nicht. Man sieht es ein bisschen. Hier hat es eine Einkerbung. Das zeigt. Also ich weiß nicht, ob das in der Mold wirklich so ist, aber hier zeigt es wirklich genau, wo das Klemmerli da ankommt. Weil hier stimmt es tatsächlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Pfeile extra gemacht wurden. So, und das Ganze 5-mal. Oh, Spielstand überschreiben. Nein, bitte, erinnere mich nicht dran. Ah. Kennt irgendjemand von Igrandia? Das ist ein japanisches Rollenspiel. Und das ist bei mir, gehört die Top 3. Einfach von meinen Lieblingsspielen. Von allen Zeiten. Und ich bin dort dann wirklich vor dem letzten oder zweitletzten Boss gewesen. Und ein Kollege ist übergekommen. Der Arschkollege, den ich euch letztes Mal davon erzählt habe. Aber das könnt ihr ja nicht nachschauen, weil es den Stream momentan nicht gibt. Erst wieder am 28.12. Anyway. Der hat dann das Game zocken. Und dann hat er angefangen und beim ersten Speicherpunkt, das macht er. Ja, genau. Er überschreibt meinen Speicherstand mit irgendwie 58 Stunden drauf. Oh. Oh, sorry. Oh. Dann wirklich, ich habe rausgerührt im Fall, aus der Hütte durch. Und ich habe gerade neu angefangen und ich habe es dann nochmal fertig gespielt. Oder das erste Mal fertig gespielt. Ach, so ein Arsch, ey. So ein Arsch. So, jetzt muss ich das da irgendwie ein bisschen anständig. Und ein paar Sachen haben den Spielstand noch verhunzen gehabt. Ja. Fühlst in Code Veronica sagt mir das persönlich nicht, aber Ocarina of Time, wenn du im Wassertempel zu einem dummen Zeitpunkt gespeichert hast
Dann hast du es auch versichert gehabt. Ah, und irgendjemand hat dem Troy seinen Ocarina of Time Speicherstand. Bist du noch bei dieser Person befreundet, Troy? Wie sieht's aus? Also die Person, die meinen Speicherstand gelöscht hat, mit der bin ich nicht mehr befreundet. Nicht explizit wegen dem, sondern einfach weil er schon ein Arsch war. Aber ja, er hat es verdient, oder? Er hat es auch wegen dem Speicherstand hat es verdient. So, und das ist eigentlich wurscht, dass ich kann. Ah, Golden Sun auf dem Advanced, auch Top-Spiele. So eine vergessene Perle. Für den Game Boy Advance eine richtig krasse Grafik auch, finde ich. Polymechanical sein Red Dead Redemption 1 Spielstand ist gelöscht worden. Du bist bei 100% Jagd gewesen und dein Brüder hast du verprügelt, deswegen. Ah, schön. Ah, das ist ja schön. Das ist doch geschwisterte Liebe, oder? Wie sie im Buch steht. Der Troy hat eine Person können vergeben. Okay. Soll es auch geben? Ja, die guten Speicherstände. Ah. Divinity 2 Original Sin. Dort haben wir einen Speicherstand gehabt im Multiplayer. Ganze Kollegengruppe. Und wir sind irgendwie 20, 25 oder 24. Ja, zwischen 20 und 25 Stunden sind wir drinnen gewesen. Recht nah dran, also eigentlich beim letzten Kampf, bevor du von der Insel wegkommst. Und frage mich nicht, wie das gegangen ist, aber der Scheiben-Spielstand hat es korrumpiert. Und der ist, glaube ich, auch nicht in der Cloud oder ist in der Cloud gewesen. Und ich weiß nicht, wir haben nachher nur noch einen Spielstand gefunden bei irgendwie 16 Stunden oder so. Vielleicht hat es auch mit dem Patch zu tun gehabt oder was auch immer. Aber das war echt bitter gewesen, weil nachher hat natürlich niemand mehr Bock gehabt, dort weiterspielen. Das war extrem schade gewesen. Das war eigentlich mega cool gewesen, so das vierte Divinity zusammen durchzuspielen und wirklich Taktiken auszuführen und jeder hat einen Charakter und das ist wirklich schönes Multiplayer-Erlebnis an sich. Aber ja, bringt dann schlussendlich alles nichts. So, jetzt muss ich das irgendwo reinklemmen. Wo denn? Ah, da so. Immer bei der Weißen, okay. Manchmal kommt es wieder rauf. Das ist einfach random Wutausbrüche, was man da wieder mal sagt. Das ist sympathisch.
wenn jemandem der WoW-Charakter ist gelöscht wurde, oh ja, das, wo es noch den ganzen Goldklau gegeben hat, oder? Wo sie irgendwie an dein Passwort angekommen sind, bevor es die ja, Authenticators gegeben hat, die dir noch einen Code geben, den es ja heute überall gibt. Stimmt, ja. Es sind viele Accounts aber noch gehackt worden. Und dann haben sie einfach alles verkauft, das Geld geschwind irgendjemandem geschickt. Und das war's dann, ja. Aber der ist aber noch am GM schreiben und manchmal haben sie noch etwas wiederherstellen. Aber auch nicht immer, offenbar, ja. Ich habe mich letztens auch ein bisschen aufregen bei Genshin Impact, weil ich mal wieder anfangen und ich habe aber noch einen Account gehabt. Und irgendwie das Login ist nicht mehr gegangen. Und dann habe ich mir so einen Support schreiben. Und natürlich, ja, wenn man etwas gamen, dann will man es jetzt gamen, dann will man nicht warten, oder? Also habe ich mit einem anderen Account dann angefangen zu gamen. Und auf diesem habe ich immerhin 25 Stutz mal reingebuttert gehabt. Ja, und dann irgendwann habe ich eine Meldung bekommen von denen, Genshin dort, Support. Ich soll doch einen neuen Account machen. So, ist das euch ernst? Ist das jetzt eure Antwort? Ja. Nein, Troy, du hast das auch erlebt. No. Eingeloggt und der WoE-Charakter ist nackt. Der absolute Horror. Nicht weil er nackt ist, sondern weil du weißt, es ist alles weg. Hat alles restored. Echt auch das Geld. Bank und alles. Equipment. Also ich weiss nur, es hat eben auch Momente gegeben, wo sie das nicht haben können. Das ist so cool. Jetzt können wir die da so runterklappen. Was ich hier vielleicht zeigen. Zack. Und das so schliessen. Yeah. Also, die Teile machen wir noch fertig und dann machen wir fertig. Oh, da gehörst du zu der glücklichen Troy. Wie gesagt, also ich habe auch noch andere Geschichten gehört, da ist das nicht alles gegangen. Was war so eure grösste Errungenschaft im WoW? Oder das coolste Erlebnis oder so. Ich glaube, meins war ein monetäres Erlebnis gewesen, und zwar, als ich noch im WoW Classic damals, also im WoW Vanilla, nicht Classic, das ist ja eigentlich eine neue Auflage vom Vanilla, den Brightwood Staff gefunden habe, den epischen Stab, wo ein World Drop ist, wo best in Slot Mana war damals. Und ich habe natürlich gewusst, wie viel wert der ist. Das war gut zwischen 400 und 500 Gold wert gewesen. Und das war richtig viel zu dieser Zeit. Und dann bin ich in Orgrimmar gestanden und habe gesagt, also, ich habe diesen Stab hier, ich mache nicht über das Auktionshaus, sondern eine öffentliche Auktion. Und habe dann den so öffentlich versteigern lassen. Ja. Gewisse haben dann nachher geschrieben, hey, du hast doch ein Auktionshaus, das funktioniert eh nicht. Und dann ich so, schon längstens Gebot. Am Schluss ist er für, glaube ich, 680 Gold ist er weg. Dann bin ich rich as fuck gewesen. Also in Modern Warfare 3 ist der Account gehackt worden. 70 Tage Spielzeit, aber also wie gehackt? Du bist nachher einfach nicht mehr draufgekommen und sie haben den Zugriff nicht mehr zurückgegeben, oder was?
Das ist ja voll assi. Manchmal hilft es ja, das Zeug einfach Twitter und Reddit und das überall posten. Das ist natürlich schade. Der ganze Progress verloren ist. Vor allem 70 Tage Spielzeit. Das ist gar nicht wenig. Größte Errungenschaft vom Eldgren, er ist nicht süchtig geworden. Ja, das ist in der Tat wirklich eine ganz grosse Errungenschaft. Haben nicht viele geschafft. Ich war damals sicher süchtig gewesen, ja. Also Vanilla habe ich gesucht bis zum geht nicht mehr. Nach der Schule ZK, PCA. Burning Crusade dann auch noch ein bisschen. Wrath of the Lich King schon ein bisschen weniger. Und dann hat es nach dies noch abgenommen. So, jetzt stellen wir den Keiben auf und machen noch die Flügel an. Ist das geil. Ah, ist das geil. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass das Teil so fett wird. Ah, geil, oder? Okay, wir haben noch ein paar wenige Teile für die Verschalung unten dran. Das machen wir jetzt noch. Fertig. Was was Rang ist bei 1 gewesen und KD ist ein Minus gewesen. Krass. Also Rang in Europa oder was generell? Global? Oh mein Gott, ey. Haben wir da einen Pro unter uns? Und das ist der geklaut worden. Wow. Ich meine, das kannst du ja nicht mehr einfach klauen. Klauen, nicht, nicht einfach nochmal so schaffen, oder? Ich meine, du wirst ja auch älter und langsamer. Und nochmal 1600 Stunden reinbuttern. Ich weiss es nicht. Okay. So, wir sind auch. Wow, wirklich. Es ist wieder perfekt, wie das aufgeht. Einmal hier und unten und oben kommt dann auch noch der dritte Teil. Also da haben wir 1 und 2 Stage. Sieht fett aus bis jetzt. Zack. Wir sind da wirklich genau in der Mitte. Ich kann das schon mal noch hier zeigen. Hier haben wir sie übrigens. Also wirklich ein grosses Teil. Wunderschön in der Mitte innen sind wir. Wie das wieder aufgeht. Das heisst, nächsten Dienstag am 20. wären wir definitiv fertig. Aber dann machen wir jetzt den Sack zu und es ist fast schon Punkt 1. Es ist unglaublich. Ich bin so ein Gigabrain. Okay, ich meine, es ist Level zurück auf 1. Ah, das Level ist zurück auf 1 gewesen. Oh nein. Ach so. Ah, ich meine der Rang, also der Beste oder von allen. Das ist 20 mit 80 Rang. Ah, jeez, okay. Ja, das. I'm sorry, dude. Das ist mega, mega bitter. Ja, ich hoffe, es hat dir Freude genommen an COD. Und hast dann wieder zurück zu dem Hobby gefunden. So, aber eben, wir machen jetzt den Sack zu für heute. Ist finito, Pepito. Wir haben nur noch unsere Rakete, der obere Teil leer. Es ist schon. Also ich bin mir sicher, das ist noch kein halber Meter. Knapp. Ich weiß es ja, oder? Bei Vergleichen. Und nächstes Mal machen wir den 1,5 Meter, machen wir noch fertig. Und dann gibt es noch die Mondlandesonde gibt's noch dazu. Und
sagen überhaupt? Ja, die Landebojen natürlich, was dann auch noch dazu gibt. Ich wünsche euch einen fantastischen Nachmittag und wir sehen uns nächste Woche am Dienstag wieder am 20. wieder von 11 bis 1. Nochmal zum Sagen, ab nächstem Jahr gibt es dann jeweils von 1 bis 3 den Stream, ebenfalls am Dienstag. Morgen ist der Troy übrigens nicht rum, wir müssen also nicht auf ihn warten. Ich weiß auch nicht. Ich muss mal ins Schedule hineinschauen, in den Streamplan. Ich habe leider die Übersicht nicht mehr, wer jetzt überhaupt noch rum ist, ob alle Ferien haben, ob keine Ahnung, Twitch irgendwie down ist oder so. Wir werden es sehen. Habt eine ganz schöne Woche und wir sehen uns in der nächsten wieder. Tschüss miteinander.